Gott hat uns am Jehen gegeben, dass wir von der Lehre kennen. Von verschiedenen Beispielen aus der Natur lehren. Zum Beispiel, eine Rüb kommt im Flatterwasser. Das ist ein Prozess bei dem Flatter. Ja, wenn du bloß eine Rüb schreibst, dann kannst du dem Flatter noch nicht sein. Aber eine Rüb kommt im Flatter werden. So, das ist eine Erfahrung, dass der nicht einmal da ungebleibt, sondern fliegt. Das hat Gott so gemerkt, dass die Möglichkeit ist, zu fliehen. Das ist der Prozess. Ein anderer Prozess, was wir nicht die ganze Zeit beobachten können, aber in den Sonnenkorn kann eine Perle werden. Wenn der in der Schnee da Beine sich formt, dann kann das eine Perle werden, das ist ein langer Prozess. Wenn nicht, dann bleibt das bloß ein Sonnenkorn, aber das kann eine Perle werden. Oder aus Kohle kann Diamante werden. Das ist ein Prozess, was da passiert, dass das einfach verweicht wird. So, ihr habt verschiedene Beispiele in der Natur, wo das einfach eine Formung gibt über längere Zeit. Und das ist noch nicht eine Evolutionstheorie, sondern hat Gott hat verschiedene Situationen. Was Gott uns sagen will, ab verschiedene Sachen. Wenn heute Sachen arbeitet, dann kann da was Besseres werden, dann kann das wieder aufdehnen sich. Aber so viel, weil wir aus Sonnenkorn bleiben, so viel aus Rüb, ich will bloß hier bleiben. Ich sehe nicht auf, was nicht. Ich will nicht teilen, dass eins wird, das ist zu schwer, das ist mir zu lang und das ist zu kompliziert. Der beste berät, Gott hat einen Prozess. Wisst ihr, dass Gott sogar die Weidauer in Krankheiten, in Krisen, Brücken konnte seine Ziele, was er hat? Das ist nicht ich werde nicht angewartet, dass du in Krise wirst. Ich werde nicht angewartet, dass du krank wirst. Ich werde nicht angewartet, dass du Schwierigkeiten da wieder im Leben. Ich brauche dir eins, wenn du die Erlaubnis gibst, dann wollte ich dir eins, was Positives brauchen. Und wenn ich wieder weiter das ist, denkst du dir bloß aus, oder wo? Ein Beispiel, und ja, viele Texte habe ich in der Bibel, in Römer Kapitel 8, Vers 28, sagt er, die weiter über die Gott lebe, alle Dinge zum Besten deine. Die seinem Ratschluss beschlossen sind. Also nicht für alle Menschen, sondern die, was Gott lebe. Wenn du Gott lebst vom ganzen Herzen, wenn du am lebst, das sagt das ist das erste Gebot, am zu leben. Wenn du am lebst, all die Dinge, was in deinem Leben passieren, die sind das eins, was gilt, was er hat für dein Leben. Gibst du ihm die Erlaubnis, das hat mit Leben zu tun. Ich glaube Gott so sehr, dass ich die Erlaubnis gebe. Na, vielleicht denkt man so, naja, nu wird es vielleicht mal ein anderen dran sein. Nu kann Gott mal vielleicht ein anderen leben, ne? Nicht bloß einmal mein Leben. Aber Gott weiß, was du brauchst. Verschiedene Menschen brauchen verschiedene Sachen, und an verschiedene Ziele hinzukommen. Aber das ist, was uns so viel Trash steht, dass wir dort waren und dort leben können, was Gott will. So viele geben ab, dass so weit gekommen ist. Aber Gott macht diesen Prozess und wir machen das alle bosig. Gott ist ein ewiger Gott. Und er lernt sich für viele Sachen viel länger Zeit, als wir uns das lernen wollen. Nun machst du mal, weißt du was, Mario macht, dass diese Perle reut ist. Mario, dass ein Flatter ist. Das ist zu schwer, hier rüberzukommen. Ich sehe zu sehr angekapselt. Aber gib dir Erlaubnis, dass das so viel schwer ist, dass du die Kraft hast zu fliehen. Dann, wenn man die Rübte schwindet, aufmerkt, dann kann die Flatter niemals fliehen, wenn sie nicht genug Kraft gemerkt hat. Und krieg den Weg, als er ans Leben auch, Gott weiß wie lang, wenn du am Leben bist. Lebe am dann, wenn es schwer ist, dann, wenn es leicht ist, dann, wenn es funktioniert, dann, wenn es nicht funktioniert. Lebe am wieder, dass er dort erreichen kann, was er will in dein Leben, aus immer eine Perle, aus einem Diamant, aus einem Flatter. Er weiß, was das Beste ist, und lässt diesen Prozess in dein Leben, in dein Leben für andere Menschen.